Danke. 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 Sie haben es vielleicht gehört, in Österreich gibt es einen neuen Volkssport, der heißt Bundespräsidentenwahl. Weil beim ersten Mal nicht so klappt hat, da sind halt ein paar Stimmen verschwunden. Mein Gott, na. Und dann haben wir es wiederholt und dann haben diese Kuverts nicht so geklebt, was sie gehalten haben. Die Demokratie ist sozusagen auf den Leim gegangen. Und jetzt wählen wir halt noch einmal. Vielleicht ist Demokratie auch das Prinzip, so oft zu wählen, bis das Ergebnis passt. Sie kennen das ja aus der Schweiz. Und ich frage mich, wenn wir es dann am 4. Dezember auch nicht schaffen, ist es vielleicht wie bei Mensch, ärgere dich nicht, wenn eine Wahl 3-mal ausfällt, dass sie dann das 4. Mal nicht mehr stattfindet. Aber wir haben jetzt seit sehr, sehr langer Zeit keinen Bundespräsidenten mehr. Und ich muss sagen, es fehlt nichts. Ne? Aber vielleicht ein kleiner Tipp. Und wenn das demokratische Gewissen dann so schlecht ist, kommt uns Vätern ja eine ziemliche Bedeutung zu. Wir erziehen ja nicht nur Söhne, wir erziehen ja auch Staatsbürger. Und was ist der entscheidende Unterschied, wenn man Vater wird? Man macht die Fehler nicht mehr nach, man macht sie vor. Und ich wurde ja zu einer sehr, sehr ungünstigen Zeit Vater, 1990. Da war es plötzlich nicht mehr angesagt, Kinder zu schlagen. Ja. Der direkte Weg zum Erfolg war quasi versperrt. Also musste man die mühsame Ebene der Empathie und des Arguments gehen. Und das ist natürlich schwierig für Väter. Aber für all diejenigen, die auf Gewalt in der Erziehung nicht ganz verzichten wollen, habe ich einen kleinen Tipp. Die Drohung. Lass das, sonst. Wenn, dann. Und da kommt irgendwann die Frage, was sonst? Und dann ist das auch vorbei. Und also auf jeden Fall ganz wichtig, wir müssen früh beginnen bei der Staatsbürgererziehung. Zum Beispiel Kindergeburtstagsfest. Natürlich keine fremden Eltern, da kann man zentrierter wirken. Nichts Frisches kochen, die kleinen Monster fressen das sowieso nicht. Also Chips, Cola, Fernsehen ist sogar vegan. Die Frage ist, weiß nicht, ob ich Sie jetzt überfordere, dürfen Veganer Oralverkehr haben oder ist das... ja, lassen. Streichen Sie das. Auf jeden Fall. Und dann die Kinder versammeln auf ein kurzes Briefing, ganz wichtig, nämlich, wenn euch die Mutti fragt, was wir heute gemacht haben, lautet die Antwort, wir waren an der Luft, haben Sport betrieben, ich habe vorgelesen und dann gab es ein köstliches Essen vegetarisch. Und dann gibt es sicherlich einen Rotzlöffel, der widerspricht und das ist ihre Chance. Weil der wird fragen, was ist, wenn ich der Mutti die Wahrheit sage? Das kannst du ruhig tun. Aber wenn du das tust, wird deine Mutti ganz schwer krank. Und dann sofort fragen, willst du das? Ne? Die Kinder müssen wählen lernen. Ne? Das ist es. Auch später, wenn wir dann wählen gehen, haben wir auch immer die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Das müssen sie üben. Ne? Und wenn Sie diese Phase versäumen, gibt es noch eine Chance für den pubertierenden Buben, also Knaben, Jungen, nämlich der lustige Vater. Für den er sich geniert. Wenn du dich hier im Restaurant schlecht benimmst, fange ich an zu tanzen. Eine Woche Ruhe. Ne? Oder ihn zur Schule bringen, nicht? Und da steht er mit seinen 16-jährigen Kumpels und nachrufen, mach's gut heute, Putzi. 2 Wochen Ruhe. Nicht? Oder im Flieger, wenn er sich schlecht benimmt, hör auf, sonst klatsche ich bei der Landung. 3 Wochen Ruhe. Ne? Also, und das gilt natürlich nur für Söhne. Da hätte ich eine Tochter gehabt, was ich leider nie gehabt hätte, dann hätte ich sie vergöttert. Und hätte sie ein Leben lang ungenießbar gemacht für alle anderen Männer. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.